Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu unserer Premiere über Velo. Heute werden wir über Velo reden und ich bin Katrin Erni von swissgermanonline.com. Dort hast du noch ganz viele andere Filme zu vielen verschiedenen Themen, die dir helfen können, Schweizerdeutsch zu reden und zu lernen. Also, das ist ein Gespräch von zwei Freunden, von Freund zu Freund. Ein Gespräch zwischen zwei Freunden, die gerne Velo fahren. Tust du auch gerne Velo fahren? Ich gehe sehr gerne Velo fahren. Hi, willst du Velo fahren? Willst du mit mir eine Velotour machen? Das wäre super. Eigentlich schon, ja. Wieso nicht? Das ist eine gute Idee. Hast du ein Velo? Mein Velo ist im Moment gerade kaputt. Ich muss es flicken. Und wie ist es bei dir? Ist dein Velo im Service gsi? Ist es gut? Ist es funktionstüchtig? Also, hast du ein Velo? Wunderbar. Was ist es für ein Velo? Es gibt viele verschiedene Velo. Da auf dem Filmli haben es Leute mit Rennvelo. Wenn sie Rennen fahren, brauchen sie ganz leichte Rennvelo. Aber wenn man in die Berge geht und so ein bisschen weg vom Zeug, auf kleine Wägli, Fusswägli und so, dann braucht man ein Mountainbike. Ja, hast du ein Mountainbike oder ein Rennvelo oder ein Citybike oder ein Tourenvelo? Da sind die Freunde unterwegs. Sie sich überholen. Sie sich antreiben. Einer ist einer vorne und der andere kann Windschatten fahren. Und das zweite Mal tut er den von hinten überholen und dann kann der andere hinter ihm Windschatten fahren. Das ist ein bisschen weniger anstrengend, wenn du hinten fährst. Und plötzlich passiert etwas. Schitter. Mein Velo hat eine Platte. Ja, du kannst anstatt Scheisse kannst du sagen Schitter. Ja, das ist ein bisschen schöner als Shit. Und es klingt ein bisschen deutscher. Darum kannst du sagen Schitter. Wir sind relativ kreativ mit so Wörtern. Oder du kannst auch einfach sagen oh je, meine. Oder du kannst sagen ein Seich. Seich, das hätte mir unbedingt passieren. Jetzt habe ich eine Platte. Eine Platte ist, wenn es keine Luft mehr hat im Pneu. Ja? Wenn es irgendein Loch gibt oder wenn es aufgewetzt, abgebraucht ist und die Luft rausgeht oder wenn das Ventil nicht dicht ist, dann gibt es eine Platte. Und dann kannst du nicht mehr weiterfahren. Wenn du eine Platte hast, also ohne Luft, ist es sehr hart und dein Rad geht kaputt. Also, wir müssen zum Veloservice gehen. Wir müssen irgendwo das Velo flicken, den Schlauch reparieren. Vielleicht hast du Flickzeug in der Tasche. Nimmst du das Flickzeug mit, das Veloflickzeug? So richtige Velofahrer, die auf grosse Touren gehen, die haben doch immer etwas dabei. So Kleberli zum draufkleben auf den Pneu oder Leim, ja, und Pumpe. Eine Pumpe musst du auch immer dabei haben, dass dein Rad wieder pumpen kann, wenn es zu wenig Luft hat. Machst du und dann hat es wieder genug Luft drin. Aber wenn du keine Sachen hast, kein Werkzeug, dann brauchst du einen Service oder irgendeine Werkstatt und du kannst fragen, wo ist der nächste Service?
Wo ist der nächste Veloservice? Etwa 20 Minuten von da. Jetzt musst du dein Velo stossen, du kannst nicht mehr fahren. Also du musst 20 Minuten laufen und in 20 Minuten kommst du zum Veloservice. Das ist nicht so schlimm. 20 Minuten ist nicht alle Welt. Ja, du hast Chance, dass du heute am Abend wieder heimkommst und dass dein Velo, vor allem, dass dein Velo wieder geflickt wird. Gut, gehen wir zum Service. Da tut einer gerade die Gänge einstellen und regulieren. Und das ist beim Veloservice. Da tut einer, der Velomechaniker, eine neue Kette rein. Oder vielleicht tut er sich ein bisschen anziehen, die Kette. Vielleicht hat er sie schön geputzt vorher, hat er sie rausgenommen und schön geputzt, dass jetzt alles wieder geschmiert läuft. Grüezi, wie kann ich Ihnen helfen? Fragt er beim Veloservice. Was brauchen Sie? Ich möchte gerne mein Velo flicken. Es hat eine Platte. Genau. Was ist nicht gut? Was ist los? Was ist passiert? Ich weiss nicht genau. Wir sind unterwegs und plötzlich hatte ich eine Platte. Vielleicht bin ich auf einen Nagel gefahren oder auf einen spitzen Stein. Es hat eine Platte. Also es hat keine Luft und ich kann auch keine Luft pumpen. Ich kann auch nicht einfach pumpen und wieder das Problem beheben, sondern es geht immer wieder raus. Die Luft geht immer wieder raus. Irgendwo hat es ein Loch. Ein Loch im Pneu. Kein Problem. Ich flicke das gerade. So eine Platte, das ist wirklich keine grosse Sache für einen Velomechaniker. Das kann er in ein paar Minuten, vor allem weil er das Werkzeug hat dafür. Ja, er hat die speziellen Löffel, um den Pneu rauszunehmen. Und er hat eine Pumpe und vielleicht tut er gerade einen neuen Schlauch rein. Und dann muss er gar nicht den alten Schlauch flicken. Und dann kann man schon wieder das zusammentun und aufpumpen und weiterfahren. Was für Velo gefällt dir? Was für Velo gefällt dir? Das sind so typische Stadtvelo, die man in der Stadt mieten kann. Das ist eigentlich auch eine sehr gute Sache. Das habe ich auch schon gemacht, wenn ich in fremde Städte gegangen bin, dass wir dort einfach ein Velo gemietet haben und dann ist man viel schneller von einem Ort beim anderen, als wenn man überall hin muss laufen. Da haben wir Rennvelo, Mountainbike oder Tourenvelo. Also Velo, wo du Gepäck anhängen kannst, die auf der Straße gut fahren, aber auch auf Kiesweg oder Landweg. Ja, oder ein Citybike könntest du auch haben. Welches ist dein Lieblingsvelo? Also ich habe lieber, wenn meine Velo Schutzblech haben, zum Beispiel, dass ich bei den Rädern Schutzblech, dass ich auch im Regen fahren kann, dass ich nicht ganz verspritzt wird. Und dann ist es wichtig für mich, dass ich Licht habe, dass das Licht am besten ein Dynamo ist und du musst keine Batterien wechseln. Dann hast du immer Licht, wenn du fahren. Oder ich habe gerne so Tourenvelo, Cityvelo. Velo, wo ich in die Natur fahren kann, aber ich mache nicht extremes Mountainbiking oder so. Nicht unbedingt. Also es reicht, wenn ich so ein Tourenvelo habe. Und wie ist das für dich? Welches ist dein Lieblingsvelo? Hast du eine Lieblingsmarke? Zum Beispiel Kettler oder Specialized oder eine Schweizer Marke? Ich hatte ein Silo-Velo. Ich glaube, das war eine Schweizer Marke.
Aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Zum Beispiel kannst du sagen, mir gefallen Cruiser sehr gut. Cruiser-Velo. Mit denen kann man über Stock und Stein fahren. Und dann die nächste Frage. Schaust du auch Velorennen im Fernsehen? Interessiert dich das? Wie andere Leute Velo fahren? Weisst du, wer die Besten sind der Welt? Manchmal schon. Ich liebe Tour de Suisse und das Alpenbrevet. Das ist eine andere Strecke, die über mehrere Pässe geht. Das Alpenbrevet. Und du? Schaust du auch Fernsehen schauen? Im Fernsehen Live-Übertragung schauen von irgendeinem Wettrennen, von der Tour de France vielleicht oder so? Nein, ich tue lieber selber fahren. Das ist jetzt etwas, wo ich würde sagen, ich tue lieber selber fahren. Ich schaue nicht so gern, generell schaue ich nicht so gern Sport im Fernsehen. Ich habe gar nicht so viel Zeit. Ja, und wenn ich Zeit habe, dann mache ich lieber selber Sport oder gehe lieber selber Velo fahren. Wir machen am Wochenende manchmal kleine Velotouren, manchmal mit der Familie, aber immer häufiger nur noch mit meinem Mann zusammen. Ich wünsche euch allen, dass ihr auch unfallfrei könnt Velo fahren könnt, dass ihr Freude habt am Velofahren in der Schweiz. In der Schweiz hat es ganz viele schöne Velowege, die man entdecken kann. Im Mittelland auch. Ich möchte euch einladen, dass ihr meinen Kanal abonniert, dass ihr euch eintragen und immer dann auf dem Laufenden seid, wenn es etwas Neues gibt. Und wenn ihr Lust habt auf eine App für iPhone, im Moment nur für iPhone, dann könnt ihr eine App herunterladen und mit der Schweizerdeutsch-App Swiss German with Catherine könnt ihr dann Schweizerdeutsch lernen. Oder ihr könnt auch ganz einfach an meinem Montagabend-Kurs teilnehmen. Da ist immer eine halbe Stunde am Montagabend so ein Livestream und dann nachher noch eine halbe Stunde auf Zoom eine Möglichkeit, mit anderen zu reden, für die wollen. Also das zu brauchen, was ihr vorher gelernt habt. Und dann alles weitere Informationen und Link habt ihr unter dem Film, seht ihr unter dem Film. Und ich danke ganz herzlich all denen, die mich unterstützen, die mitmachen, die ihr Feedback geben, Anregungen geben, Ideen, wie weiter oder was sie noch gerne hätten. Merci, schön ist die Interaktion da und merci vielmals für eure Unterstützung und ich wünsche euch ganz, ganz einen schönen Abend oder einen schönen Tag, eine gute Zeit, eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen.